Deze week in Limbourgeois. Het tweede deel van bezoek aan Duitse deelnemers aan de kunstbeurs TEFAF, die aanstaande vrijdag in Maastricht begint. Galerie Utermann geldt als dé galerie van Dortmund en is absoluut een van de bekendste galeries van heel Duitsland. En zij zijn ook een vast gezicht op TEFAF. Sie stehen auf TEFAF Paper von Anfang an schon, nicht? Ja, seit jetzt 5 Jahren. Ja, ja. Das ist dann auch die Spezialität von das Haus, Paper. Das ist also die Spezialität der Galerie Utermann, ist der Handel mit Zeichnungen des deutschen Expressionismus, ja. Also mit Arbeiten auf Papier. Ja, immer gewesen so, weil die Galerie ist schon sehr lange da. Die Galerie gibt es seit 1853, da gab es natürlich noch keine Expressionisten. Nein. Aber als ich vor 45 Jahren die Galerie übernommen habe, habe ich mich darauf verlegt, also auf den Handel mit dieser speziellen, dieser speziellen Kunst. Und das hat sich dann langsam entwickelt zum Handel mit Kunst der klassischen Moderne, also mit lebenden Künstlern wie Horst Antes, mit dem informellen Emil Schumacher, aber nach wie vor ist das Hauptgebiet der deutsche Expressionismus. Ja. Wie ist der Markt dafür? Ich meine, ist es sehr schwierig, um dann noch anzukommen? Und wie sind da viele Kunden dafür, viele Sammler? Es gibt Gott sei Dank einen großen Interessentenkreis, der auch in den letzten Jahren immer internationaler geworden ist, sodass auch die Teilnahme an der TEFAF für uns von besonderer Bedeutung ist, weil wir da wirklich internationales Publikum bekommen. Ja, mehr dann irgendwo anders? Mehr als auf manchen anderen Messen, ja. Also wir nehmen insgesamt an 4 Messen teil, aber die sicherlich internationalste ist die TEFAF. Ja, und gar nicht so weit weg von hier. Gott sei Dank. Ja. Zum Beispiel hier, diese kommen alle nach Maastricht? Die Arbeiten, die Sie hier auf der Wand sehen, werden alle auch in Maastricht zu sehen sein. Das sind Zeichnungen von Ernst Ludwig Kirchner, die in den Jahren von 1910 bis 1923 entstanden sind. Das ist eine der frühesten, also das ist eine Arbeit von 1910, die Frenzy mit Mann in der Hängematte. Das ist so eine der typischen Zeichnungen der Brücke-Künstler, wie sie eben in der Natur entstanden sind. Das war für die nach der wilhelminischen Zeit in Deutschland, war das sozusagen revolutionär, auch draußen, auch Aktzeichnungen zu machen. Draußen, ja. Draußen, in der Natur. So wie da auf Fehmarn, das ist ein beliebter Ort, wo alle Brücke-Künstler gearbeitet haben. Und hat man lange Zeit gebraucht, um diese Kunst zu machen, draußen? Also Sie meinen jetzt die Künstler oder wir, diese Ausstellung? Die Künstler haben es versucht, in diesen Arbeiten die Spontanität zu lassen und sich darauf konzentriert, dass es wirklich bei diesen sogenannten 15-Minuten-Akten in dieser Zeit abgeschlossen sein muss, was das Wesenhafte des Dargestellten ist. Okay. Also Körper, Bewegung und Umrahmung muss innerhalb von 15 Minuten fertig sein. Was war das Gebäude ursprünglich?
Das Gebäude war ursprünglich das Verwaltungsgebäude der Ruhrkohle, die hier ihren Hauptsitz in Dortmund hatte. Und das ist der große Sitzungssaal gewesen, der sich jetzt natürlich ebenso gut für Galeriepräsentation eignet, weil diese schöne hohe Deckenhöhe von 5 Metern sehr geeignet sind für fast museale Präsentation. Das muss in der Zeit schon sehr komfortabel gewesen sein. Die Herren Ruhrbarone haben sich eine gute Umgebung geschafft. Ja. Und dann bleiben Sie selbst auch 2 Wochen in Maastricht? Dann wohnen Sie 2 Wochen in Maastricht? Ja. Und das gefällt gut? Das gefällt besonders gut, ja. Ja? Ja, ich esse gerne. Okay. Jeden Abend in ein anderes Restaurant? Nein, jeden Abend bei Gios. Italiener. Richtig. Ja. Aber sein Menü ist nicht so sehr variiert. Aber sehr gut. Aan de bekende Koningsallee in Düsseldorf vinden we Galerie Ludorf, een van de deelnemers aan de sectie Modern van TFAF Maastricht. Wie lange ist die Galerie schon hier? Mein Vater hat ja als Sammler angefangen vor 40 Jahren, exakt in diesem Jahr. Wir feiern das Jubiläum, 40 Jahre Galerie Ludorf. Und mein Vater hat tatsächlich damals mit einer sehr kleinen Sammlung aus Dortmund kommen, einer Stadt hier auch in der Nähe, hat er Räume gesucht in Düsseldorf und hat exakt hier diese Wohnung damals auch schon gefunden. Hier war früher das Thomas-Mann-Archiv. Das Zentrum der Sammlung war deutscher Expressionismus, die Jahre 1910 bis 20 in Deutschland. Aber wir sind auch als Galerie immer jünger geworden, indem wir dann Nachkriegsabstraktionen, internationale, auch Nachkriegskünstler wie Poljakov oder Marino Marini gezeigt haben, heute auch Sam Francis, aber dann auch weitergegangen sind, nicht wahr? Also wir haben immer mit einem wachen Auge auch das Zeitgenössische beobachtet. Was bringen Sie zum Beispiel nach Maastricht? Als Highlight am Stand haben wir eben dieses Jahr unter anderem diese sehr schöne, sehr bedeutende Picasso-Zeichnung. Das Thema dieser beiden jungen Männer mit den dazugehörigen Partnerinnen, die ein Picknick machen im Grünen, das danach natürlich sehr freizügig fortgespielt wird, was 1860 im Übrigen schon ein Skandal war, weil damals die Männer noch angezogen sonntäglich im Anzug da saßen, die Frauen aber schon nackt waren. Das war natürlich ein Skandal, die Frau so nackt zu zeigen zu dieser Zeit auch schon und diesen großen Unterschied zu haben zwischen Mann und Frau in der Darstellung. Picasso hat das Ganze weitergespielt, das ist noch viel freizügiger geworden. Der Mann, eigentlich sind alle nackt mittlerweile. Die Komposition hat sich sehr deutlich verändert. Wenn man das hier sieht, das ist dieser alte Mann, das ist im Werk Picassos, im Spätwerk eigentlich immer eine Darstellung seiner selbst, dieser typische antiquisierte alte Mann, der alles beobachtet, aber noch Spaß an den schönen Dingen und an Frauen und all diesen Dingen hat. Er sitzt nun hier, ist der eindeutige Hauptdarsteller der Darstellung, verfließt oder verschmilzt eigentlich mit der Frau, die neben ihm liegt, in eine fantasiehafte ganze Form. Die Frau lutscht sich genüsslich am Finger und ihr wachsen hier auch schon so klauenhafte Nägel aus den Händen. Also es ist ein sehr traumhaftes, fantasievolles Werk. Eine Zeichnung, wenn man auch sieht, oftmals nur mit einzelnen Linien, die aber so gekonnt sitzen. Picasso führt hier also eine Linie, um das ganze Profil zu finden. Da ist er wie kein zweiter ein Meister der Zeichnung, der in diesem Werk sicherlich ein herausragendes Werk der Zeichnung des 21. Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts geschaffen hat. Ja, da haben wir. Das kommt auf die Messe auch, auf TFAF? Der Poljakov, ja genau. Das wird das zentrale große Objekt am Stand sein, was die Sammler magisch in den Stand ziehen soll. Was eine große Wärme ausstrahlt, wie ich finde, und was also wirklich ein Meisterwerk, ein Hauptwerk auch des Künstlers ist. Man macht wieder neue Sammler oder neue Besucher, auch junge Leute, auf bestimmte Dinge aufmerksam, die sie vielleicht sonst in dieser großen Vielfalt der Messe gar nicht entdeckt hätten. Und so, glaube ich, braucht man immer ein außergewöhnliches, auch visuell außergewöhnliches Bild, das am Stand immer wieder
eine große Attraktion irgendwo ausübt. Und in welchem Bereich muss ich denken, wenn ich das kaufen könnte? In Hunderttausenden, in Millionen oder? Also bei uns muss man selten in Millionen denken. Okay. Ja? Wir sind eigentlich, ich denke, qualitativ versuchen wir das Beste auch jeweils von diesen Künstlern zu zeigen. Ja. Oft genug sind in der Qualität, die wir eben suchen, auch vielleicht nur noch Arbeiten auf Papier zu finden und nur noch ganz selten Gemälde. Gemälde auch von Nolde können dann im siebenstelligen Bereich schnell sein, aber die Papierarbeiten bewegen sich eher zwischen 500 und 600.000 Euro. Ja. Auch so ein Gemälde von Poljakov liegt bei 750.000 Euro, also schon auf einem Preisniveau, was nicht ganz unerheblich ist. Ja? Aber letzten Endes noch nicht in dem Bereich, wo, oder bei Gerhard Richter zum Beispiel, wir werden von Gerhard Richter auch kleinere Gemälde, kleine Arbeiten auf Papier dabei haben, die auch in dem Bereich einer halben Million oder leicht darüber liegen können, aber eben nicht die Objekte, die dann 2, 3 oder wie neulich bei Sotheby's in London für 40 Millionen Euro veräußert werden. Also da sind andere Händler auf der Messe stärker, aber ich denke, da hat man zumindest eine ganz klare Position, dass man sagt, man hat bedeutende oder mit die schönsten Dinge auf Papier und hin und wieder auch wirklich einzigartige Gemälde. Aber da sind wir bekannt für und das seit einer langen Zeit. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass jeder Kunsthändler immer wieder schaut, was für ein Profil hat er eigentlich. Und natürlich verändert man sich und möchte auch vielleicht in bestimmte Richtungen sich entwickeln, aber dass man natürlich weiß, wofür man steht.